Lieber Herr Dr. Bertl, lieber Kollege Spitzer, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu einem wichtigen Thema in Umbruchzeiten, in Zeiten, die uns alle fordern, was Gesundheit und Pflege angeht. Ich will am Anfang Ihnen allen erst nochmal danken. Die Pandemie ist ja noch gar nicht so lange her und wir waren wirklich froh und dankbar, dass wir gemeinsam in der Ärzteschaft so engagiert durch diese schwierige Zeit durchgekommen sind. Das hätten wir nie ohne Sie geschafft. Und deswegen sollte man auch, wenn man jetzt über die Zukunft nachdenkt, an verschiedenen Schnittstellen nicht vergessen, was geleistet worden ist für die Versorgung der Menschen in unserem Land und was wir in der Zukunft noch vor uns haben. Und natürlich haben wir große Herausforderungen. Die Frage ist, wie man das angeht, in einem fast schon disruptiven Prozess oder in einem Dialog miteinander, wohl wissend, dass es nur eigentlich gemeinsam funktioniert und nicht gegeneinander. Und wenn ich so ein paar Themen mal skizzieren darf, die Sie auch kurz angesprochen haben, dann geht es natürlich an, wir sind jetzt mittendrin in einem Prozess der Krankenhausreform, aber vor allem auch einer Notfallreform, die wir dringend ja brauchen, wo wir wissen, dass wir eine bessere Steuerung brauchen, die Frage integrierter Leitstellen, die Frage der gemeinsamen Besetzung der Praxen 24/7, wie es vorgesehen ist, wird nie funktionieren, weil wir einfach die personellen Ressourcen nicht haben. Wir sind ja da, die Frau Hörles mit da, in 3 Unterarbeitsgruppen mit dabei, in einer vor allem schwerpunktmäßig, wenn es um die gemeinsamen Leitstellen geht. Und wir werden uns natürlich da einbringen, dass wir vernünftige Lösungen am Ende des Tages bekommen. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayern ist ja da an bestimmten Schnittstellen mit da. Aber wir müssen halt immer auch sehen, dass die Ressource Mensch und die Frage, wer denn wann in einer Praxis sitzen kann, wenn er sonst auch zu den anderen Zeiten seine eigene Praxis offen hat, dass das natürlich nicht so einfach gelöst wird. Und trotzdem brauchen wir eine bessere Steuerung einfach der Patientenströme, ohne die wird es an dieser Stelle nicht funktionieren. Das Thema der Krankenhausreform ist eins, das Sie mitbekommen haben. Bayern hat gegen diese Eckpunkte gestimmt. Die Frage, die mir nachher ein Journalist gestellt hat, war, es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, Herr Holitschek, warum Sie dagegen gestimmt haben. Einmal, weil der 8. Oktober ist oder weil Sie aus Prinzip dagegen sind. Beides trifft tatsächlich nicht zu. Sondern wir haben dagegen gestimmt, weil wir in diesen Eckpunkten viel zu viele unbestimmte Themen drin haben, weil wir die Auswirkungsanalyse nicht bekommen haben, die uns zugesagt worden ist und weil vor allem nicht klar ist, wie wir denn überhaupt in die Reform reinkommen, ohne dass wir jetzt schon im kalten Strukturwandel landen. Weil wir ja jetzt merken, dass durch gestiegene Energiekosten, Inflation und all diese Bereiche eine Bereinigung einer Krankenhauslandschaft vor der Tür steht, die die Reform gar nicht mehr erleben wird. Und letztendlich ist es natürlich auch ein Teil, der wichtig ist, man hätte frühzeitig auch die Ärzteschaft in diese Fragen mit einbinden müssen. Es geht ja nur in einem Dialog miteinander. Wir haben in Bayern ein Beteiligungsgremium auch, das diese Reform mit begleitet. Und natürlich ist die Ärzteschaft dort mit vertreten, weil es ja nicht funktionieren kann, wenn ich zum Beispiel über die Frage der Level 1i Krankenhäuser rede, oder jetzt heißen sie sektorenverbindende Krankenhäuser, und über die Frage der Ambulantisierung, wie das denn mit der Ärzteschaft gemeinsam passieren soll. Es kann ja nicht sein, dass wir Ambulantisierung nur aus Sicht der Krankenhäuser denken und nicht an dieser Schnittstelle gemeinsam mit den niedergelassenen Hausärzten und Fachärzten. Die müssen ja in das System einbezogen werden. Und deswegen gibt es da so viele Fragen noch, die an dieser Stelle zu beantworten sind, dass wir tatsächlich dieser Reform an dieser Stelle in den Eckpunkten nicht zustimmen konnten. Wir haben uns aber sehr, sehr stark beteiligt an dieser Reform. Ich will das wirklich auch nochmal sagen, weil vom Kern her wir alle der Meinung sind, wir müssen raus oder ein Stück weit raus aus den DRGs in die Frage, dass Medizin anders finanziert werden muss, auch in den Krankenhäusern, Vorhaltepauschalen. Und wenn Sie mal sehen, wo die Reform herkommt, die Reform kommt aus einem Expertengremium, vorwiegend Unikliniken, die damals eine ganz andere Struktur wollten, die Level gefunden haben, die sie mit Vergütungsszenarien verbunden haben und letztendlich in die Krankenhausplanung der Länder eingegriffen haben. Das war der Ursprung dieser Krankenhausreform. Und nur mit der Zeit ist ein Bewusstsein eingetreten, dass es so nicht funktionieren kann, auch durch das gemeinsame verfassungsrechtliche Gutachten von Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, dass eben Krankenhausplanung Ländersache ist und letztendlich die Vergütungsfragen beim Bund sind und man da schon diese roten Linien hat, ist klar geworden, dass diese Reform so nicht kommen kann und sie wurde sukzessive verbessert. Aber
Im Prinzip ist sie immer noch an 2, 3 Punkten offen, Ausnahmetatbestände zum Beispiel, wie das wirklich diese Level-1i-Kliniken genau läuft mit den degressiven Tagespauschalen, wo wir die Abgrenzung haben, ambulant, stationär, wie die Systeme dann ineinander greifen. Das wird man jetzt im Gesetzesentwurf sehen und auch da werden wir ganz genau hinschauen müssen, was für ein Gesetz uns jetzt vorgelegt wird. Ich höre jetzt schon wieder, dass bei der Definition der Leistungsgruppen eigentlich das, was man vereinbart hat, nämlich dass man sich sehr stark an dem nordrhein-westfälischen Modell orientiert, diese 60 Leistungsgruppen plus 5, dass da schon wieder rumgeschraubt wird, was Qualitätskriterien angeht und eben nicht dieses Modell übernommen werden soll, sondern möglicherweise das InEK beauftragt werden soll, nochmal andere Voraussetzungen zu schaffen. Wenn das so käme, dann wäre das ja schon wieder ein Bruch dessen, was damals tatsächlich vereinbart worden ist. Und ich befürchte, dass wir da auch noch das ein oder andere miteinander zu besprechen haben. Also das ist eines der großen Themen, die vor der Tür stehen und ich schätze den Kollegen Spitzer auch sehr. Wir zwei haben da, glaube ich, persönlich eine Wertschätzung, aber was seine Partei in Berlin im Moment macht, der Finanzminister, ist natürlich nicht das, was ich mir vorstelle, indem er per se ständig sagt, bitte? Der Finanzminister, ist er doch noch, oder? Nee, das mag sein, aber ich muss ja auch mit meinem Finanzminister reden. Der Dr. Bertl hat es beschworen, der Albert Füracker ist auch manchmal ein bisschen kerniger, zu Recht, weil er natürlich seinen Haushalt im Blick hat und trotzdem einigen wir uns immer bei den wichtigen Themen. Und dass der Lauterbach sich da nicht durchsetzen kann, das ist tatsächlich ein Problem. Aber letztendlich wird es nicht gehen, ohne dass Geld ins System kommt. Geld ist kein Allheilmittel. Aber ohne Geld wird es auch nicht funktionieren. Und wenn ich sehe, die GKV ist chronisch unterfinanziert, eines der großen Probleme, da hilft es nicht, wenn ich die Neupatientenregelung streiche oder dafür die Apotheken nochmal einen Zuschlag mache oder die Pharmaindustrie heranziehe, sondern da ist das Kern, ist das zum Beispiel die Beiträge aus der Arbeitslosengeld II oder heute Bürgergeld fehlen 10 Milliarden Euro, steht im Koalitionsvertrag der Ampel drin, die müssen einbezahlt werden. Das ist... kann man sagen, wir können jetzt nicht miteinander diskutieren, sonst wird es zu schwierig. Außerdem, Dominik, kenne ich ja deine Meinung, die sich da unterscheidet. Du hast ja heute noch bei einer Podiumsdiskussion die Gelegenheit, da zu replizieren. Aber im Kern ist es ja so, das sind einfach die Dinge, die fehlen. Auch bei der Pflegeversicherung, mit Verlaub, wir stehen ja kurz vor einer Insolvenz der sozialen Sicherungssysteme. Wenn man sich das mal anschaut und sieht, Beitragserhöhungen in der Pflegeversicherung gegenüber Verschiebungen von Leistungen in die Zukunft, Pflegegeld wird 2025 angepasst, das Entlastungsbudget kommt erst 2025 und auf der einen Seite wird wird das Vorsorgebudget mit 1 Milliarde gekürzt in der Pflegeversicherung zur Sanierung des Bundeshaushalts. 500 Millionen müssen zurückgezahlt werden zur Sanierung des Bundeshaushalts. Also wenn wir da mal sehen, was da auf uns zurollt, gerade in der Pflege, und in diesen ganzen Fragen pflegende Angehörige, Fachkräftemangel, auch da in der Pflege, nicht bloß bei euch in den MFAs, sondern dann stehen wir da vor großen Verwerfungen. Wer kümmert sich, wer pflegt, wer ist in Zukunft da? Und das ist auch ein Thema, wo der Bund seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Wenn ich denke, allein die Rentenpunkte pflegende Angehörige sind 3 Milliarden Euro, Corona-bedingte Mehraufwendungen der Pflegeversicherung 5,5 Milliarden Euro, die einfach fehlen. Und das muss man irgendwann mal klären. Wo hat der Staat eine Verantwortung? Natürlich ist es immer wieder Steuergeld und irgendwo muss es ja auch herkommen, das ist schon klar. Aber letztendlich müssen diese Dinge, die auch gesamtgesellschaftlich gesehen werden, dann auch mit übernommen werden. Und deswegen werden wir da vor ganz interessanten und spannenden Zeiten stehen. Und wir merken ja auch draußen, wie herausfordernd das Thema weiterhin ist. Also wenn ich heute auf Veranstaltungen draußen bin, und mit den Bürgern diskutiere, was ich viel mache, dann sagen mir die Bürger, ja, schwierig heute Termine zu kriegen, zum Beispiel. Es dauert halt lang. Warum passiert das so? Oder unlängst eine Dame, die mir gesagt hat, meine Tochter ist psychisch krank, ich telefoniere mir die Finger wund, der nächste Therapieplatz im ambulanten Versorgungsbereich 6 Monate. Das sind die Themen, die die Menschen draußen ja auch bewegen und die Sie ja am besten kennen. Ich rede jetzt, trage hier Eulen nach Athen, aber wenn du den Leuten dann draußen natürlich mit der Frage kommst, naja, Sicherstellungsauftrag, Kassenärztliche Vereinigung und all die Dinge und Terminservice stellen, was es ja alles gibt, das sind keine Antworten, die die Menschen draußen erwarten, sondern wir müssen da irgendwie versuchen, gemeinsam in diesem System Änderungen herbeizuführen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir hätten ja jetzt die Chance, auch aus einer Pandemie heraus nochmal drauf zu schauen, wo läuft es und was läuft nicht. Und natürlich müssen wir auch angemessene Vergütungsstrukturen abbilden. Das ist halt so. Ich kann nicht erwarten, dass die Leistung steigt und auf der anderen Seite die Vergütung nicht nachgezogen wird. Bei Inflation, bei Energiekosten, Sie haben es ja angesprochen, die GOE ist von 1996.
seitdem nicht mehr angepasst worden. Wir müssen schauen auch, dass, wenn wir uns beim Staatsempfang für die medizinischen Fachangestellten waren, die das schon, glaube ich, gesehen haben, dass man eine Wertschätzung auch ihnen gegenüber hat, dann sagen die natürlich auch, es geht aber nicht nur um Wertschätzung, es geht um Arbeitsbedingungen, es geht um Gehaltsstrukturen, es geht um Fortbildung, Weiterbildung, es geht um den Beruf insgesamt. Und da müssen wir natürlich nachziehen, damit wir auch diese Strukturen für die Zukunft schaffen. Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir die Vergütungen anpassen und dass wir in der Zukunft ein System haben, wo das noch funktioniert und wo wir nicht die doppelte Facharztstruktur letztendlich aushebeln wollen, sondern wo wir weiter im System die Dinge gut gemeinsam fahren. Da wird uns übrigens auch der Gesundheitskiosk nicht retten in dem System. Ich sage das immer schon wohl bedacht, als mir die Kolleginnen, manche in den Großstädten sagen, naja, vielleicht hat es bei uns doch in manchen sozialen Brennpunkten eine Chance, zumindest die Leute aufzuklären oder Gesundheitskompetenz zu entwickeln, aber das ist ja nicht das, was uns die Versorgung in den ländlichen Räumen sichert. Da sind die Gesundheitskioske sicher nicht das Hauptthema, die auch wieder finanziert werden müssen über die Kassen, über die Kommunen oder jetzt die neue Frage der Gesundheitsregionen, die wir ja schon haben mit den Gesundheitsregionen Plus, wo auch wieder eine neue Idee kommt. Ich habe immer das Gefühl, es kommen viele neue Ideen, da wird man aus der Hüfte rausgeschossen. Was wir brauchen, ist, dass wir die Strukturen, die wir haben, stärken, dass wir das, was gut läuft, ausbauen und im System tatsächlich aufbauen. Das würde ich mir wünschen und nicht dauernd an den verschiedenen Schnittstellen andere Themen mit reinbringen. Und natürlich, das haben Sie auch angesprochen, brauchen wir eine Digitalisierung. Wir werden um die Digitalisierung nicht rumkommen, da brauchen wir uns alle nichts vormachen, wie wir hier sitzen. Das spüren wir in jedem Bereich. Der Max Kaplan hat mir mal gesagt, der frühere Ärztekammerpräsident, der aus meiner Gegend kommt, du kannst überlegen, ob du die gestaltest oder ob wir sie erleiden. Da ist irgendwie was Wahres dran, aber sie muss natürlich funktionieren. Und sie darf natürlich nicht zu Lasten des Systems gehen, wo ich dann sage, naja, jetzt das E-Rezept funktioniert jetzt einfach, zack, und dann funktioniert es halt doch nicht, weil die Dinge nicht nachgezogen sind, weil die Strukturen auch in den Praxen dann nicht passen und eigentlich braucht man neben dem Krankenhauszukunftsgesetz, müsste man ein Praxiszukunftsgesetz haben, wo der Staat auch diese Dinge mehr mit unterstützt und fördert, damit auch die Funktionen dann da sind. Also der Mehrwert. Wir haben vorher, die Presse hat mich gefragt, dieses Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Wir waren gestern mit der Frau von der Leyen zusammen und haben da auch diskutiert an einer Schnittstelle über Arzneimittelfragen, weil wir ja auch da einen Notstand haben. Das kennen Sie ja. Ist ja alles nicht mehr lustig, wenn du siehst, in so einem Land, jetzt sind wir hier bei Jan Regensburg, eigentlich haben wir den Anspruch, in der Champions League zu spielen mit unserem System, aber wenn du dann siehst, wie schnell du in einen Bereich kommst, wo die Leute sagen, warum gibt es denn keinen Fiebersaft mehr, warum gibt es denn manche onkologischen Präparate nicht mehr, dann ist das schon eine Grundsatzfrage, die man überlegen muss. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da einfach gemeinsam nochmal gut drauf schauen, wie wir dieses System austarieren können. Also auch das Arzneimittelthema ist für mich eins, wo wir jetzt Ansätze haben, aber bei Weitem keine Lösung vorher. Wir haben ja da die Taskforce gehabt und ich erwarte auch von den Kassen, dass sie natürlich an manchen Schnittstellen anders agieren. Ich weiß, dass das schwierig ist, das System, und dass die Kassen eben auch auf Kante genäht sind, aber wenn ich mir das anschaue bei der Taskforce Arzneimittel vor Weihnachten, wo wir dann dran gesessen sind und haben überlegt, wie können wir jetzt da helfen, können die Apotheken in der Frage Rezepturen und Defekturen was tun, wo dann die Bundeseinheitlichen, die Bundeskassen eher gesagt haben, müssen wir jetzt mal schauen und Regressforderungen und dann mal schauen wir, ob wir Wirtschaftlichkeitsprüfungen brauchen in 2 Wochen, wo die Apotheker gewusst haben, wenn der Notdienst sind, dann stehen die Eltern vor der Tür und rennen denen die Bude ein, weil keine Medikamente da sind. Diskutieren wir darüber, ob wir für 2 Wochen Wirtschaftlichkeitsprüfungen oder Regressforderungen auslassen. Das funktioniert auch nicht mehr. Das ist übrigens eines der Grundprobleme, wenn ich das mal sagen darf, dass wir in Katastrophen oder in bestimmten Szenarien zwar handeln können und auch handlungsfähig sind, aber danach unglaublich viele Menschen auf einmal kommen und sagen, das hätten wir aber besser gewusst und das hätten wir ganz anders machen können. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade den obersten Rechnungshof im Haus, die Frau Höll weiß das, die prüfen gerade die Impfzentren. Jetzt kann man sagen, naja, Impfzentren, haben wir immerhin 14 Millionen Impfungen gemacht, ja 29 Millionen, den Rest habt ihr gemacht. Aber ich sage, Sie glauben gar nicht, was da kommt. Da wird wegen das Konto 1,50 oder was war denn das, wird eine Prüfungsvermerkung gemacht, dass man 1,50 das Konto nicht abgezogen hat, in einer Phase, wo wir alle todfroh waren, dass wir überhaupt das System bewältigen konnten, weil jeden Tag irgendein anderer gesagt hat,
da ist die 4. Auffrischungsimpfung, der Impfstoff gilt jetzt nicht mehr, jetzt kommt der nächste, und wir überhaupt bemüht waren, dass wir Menschenleben retten konnten, kommt jetzt ein Rechnungshof, den ich schätze, aber nichts gegen den Rechnungshof, nicht falsch verstanden. Prüfungen sind wichtig, aber wir müssen mal wieder Maß und Mitte finden. Ist doch bei euch dasselbe in den Strukturen. Wir sind überreguliert und wir haben kein Vertrauen mehr in die eigenen Strukturen, sondern das ist ein Misstrauenssystem geworden und das muss weg. Wir müssen echt den Staat an manchen Stellen auch neu aufstellen. Wenn Sie heute sagen, Bayern wählt, Gesundheit zählt, dann müssen wir genauso daran gehen an diese Dinge, sonst wird keiner mehr was tun, weil jeder sagt, ja, warum tue ich mir das an, für was? Die Apotheker haben mir genauso gesagt, ja, wenn das so ist, dann überlege ich mir halt, ob ich diese Medikamente herstelle, wenn ich nachher Angst haben muss, dass 5 Minuten später einer kommt und sagt, du kriegst nicht einmal mehr die normale Vergütung für das, was du gemacht hast. Und das ist unser Grundproblem, dass die Strukturen auch an diesen Eckpunkten nicht mehr passen und nicht mehr stimmen. Und das müssen wir dringend in ein anderes System reinfinden. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber ich sage, ich kämpfe da wirklich dafür, dass wir ein Stück weit mit dem Thema Bürokratie nicht bloß so umgehen, dass wir, wenn wir von Entbürokratisierung sprechen, die Leute irgendwie große Augen kriegen und sagen, was redet der da vorne? Sondern dass wir echt mal probieren, wieder was zu tun. Wir haben jetzt in Krankenhäusern, in jedem Regierungsbezirk 2 Krankenhäuser genommen, wo wir mit dem medizinischen Dienst gemeinsam versucht haben, Dinge abzuschaffen. Und es ist sogar zum Teil gelungen. Also in manchen Bereichen zu sagen, wir einigen uns jetzt darauf, dass diese Statistiken nicht mehr notwendig sind oder dass das nicht mehr gemacht werden muss, damit wir wieder mehr Kapazität für die Menschen schaffen. Das ist ja das Entscheidende. Letztendlich geht es ja Ihnen auch um die Frage des Menschen und es geht nicht irgendwie um eine Selbstbeschäftigung, sondern wir brauchen auskömmliche Vergütung für die Arbeit und für die Leistung, die gebracht wird, für die Menschen draußen, die behandelt werden müssen. Das muss das Ziel sein und eine vernünftige Struktur, die unsere Fläche abbildet, die ländlichen Räume mitnimmt. Und da müssen wir sowieso weiter dran arbeiten, auch mit unseren Programmen, ob es die Landarztprämie ist, wo wir Dinge fördern, ob es BELA ist. Wir schaffen 2700 neue Studienplätze in Bayern, Uniklinikum Augsburg, Medizincampus Niederbayern, Oberfranken. Das reicht aber bei weitem nicht. Wir sind da in einem Prozess, wo wir weitermachen müssen. Auch der Bund muss da weitermachen, unabhängig davon, von der Änderung der Approbationsordnung und all die Dinge, die auch noch nebenbei gemacht werden müssen. Also ich kann Ihnen nur sagen, auch Sozialversicherungspflicht für die Poolärzte wäre zum Beispiel noch ein Thema, was Sie auch nochmal angesprochen hatten. Wir sind da komplett dafür, da blockt halt im Moment auch der Bund. Ich will nicht alles auf den Bund schieben, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Wir kennen das System ja und Sie kennen es auch. Wir haben halt Zuständigkeiten und im Rahmen der Zuständigkeiten müssen wir handeln und das wollen wir tun, weil wir auf sie setzen. Und meine größte, und dann komme ich zum Schluss, Herausforderung, mein größtes Thema ist tatsächlich, dass wir jetzt bei der Krankenhausreform es schaffen, dass wir gemeinsam einen guten Weg gehen. Das ist, glaube ich, eines der zentralen Themen neben Vergütung und all den Dingen, dass wir jetzt an dieser Schnittstelle wirklich aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung geht und dass wir nachher gewachsene Versorgungsstrukturen, die eigentlich gut laufen, zerstören und uns dann wundern, warum das so ist, weil wir nicht miteinander reden und weil wir keinen Dialog führen über die Dinge, die uns wirklich bewegen und die die Menschen draußen bewegen. Also insofern wünsche ich Ihnen einen interessanten Tag heute. Sie haben ja nachher noch die Spitzenvertreter der Parteien auf dem Podium, die allerseits, das will ich auch nochmal an der Stelle sagen, bemüht sind, gute Lösungen zu finden. Wir haben halt unterschiedliche Vorstellungen. Aber diese Vorstellungen sind immer noch näher beieinander oft als tatsächlich das, was wir im Moment in Berlin erleben, weil wir dort eine diffuse Frage erleben eines Bundesministers, der zwar jeden Tag neue Ideen bringt, nach Italien fährt, in die Toskana und sich dann wundert, dass es heiß ist, und auf der anderen Seite von unterwegs Twitter-Meldungen absetzt, die zu mehr Verwirrung sorgen, als dass sie wirklich im System helfen. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Arbeit, für das, was Sie für die Menschen im Freistaat leisten. Vielen Dank.